Et wär schuld, muss ich so, wie politisch Kultur auch an diesem Land, von der Positionen, die er vertritt, an der Diskussion gänge fehlen. Die gehen noch am Ausland ja, vehement vertreten über verschiedene Parteien. Und das wird mir heute im Land bringen, also ein Stück vom Reichtum vom politischen Dialog und der politischen Diskussion. Das für uns ganz klar, dass das überhaupt nicht auf Frage steht. Und dass das Partei, die wirklich, ich ging so wie kein einer, immer ob Sorgen und Probleme vom Land hinweist, eine dauerhaft Existenzberechtigung an diesem Land tut. Und als die gemeinsamen Interessen gestern am Nationalkomitee, das will ich auch deutlich sagen, das wo für die Rolle zu unterstreichen, an das Partei mich stark zu machen. Und dass wir da Diskussionen mal haben, das auch nicht ein Eigenart von der ADR, das könnte bei uns sogar vielleicht mancher viel wie bei anderen, aber auch bei uns kommen so Situationen vor. Und da schwätzen wir mal den und da fanden wir, nachdem der Schiederin ausgegangen, also noch vielleicht Konzessionen mischt, fanden wir gemeinsam Wege, gemeinsam Lösungen. Ich selber habe dezidiert gestern, für mich an dieser Phase zurückzuziehen als Präsident. Und zwar aus zwei Gründen. Den ersten ist, weil ich gerne Ruhe hätte an der Partei, Ruhe in der Partei. Ich hätte gerne, dass sie sich kann, auf ihr Arbeit konzentrieren und auch an den Medien gesiegt als das, was sie ist, nämlich als eine wichtige politische Stimme hier im Land. Und ich hätte gerne Ruhe. Und aus dem Grund, und aus einem anderen Grund, den ich auch gleich will nennen, habe ich die Decision geholt. Der zweite Grund ist, an einer Phase, wo wir personelle Veränderungen haben, eine Reihe von personelle Veränderungen haben, gibt es auch Fragen, die man muss klären. Und unter anderem auch, wie ganz ehrlich mal zu sehen, am finanziellen Bereich. Den zweiten Grund, für den ich also dezidiert habe, mich zurückzuziehen, ist ein Grund von der sozialen Verantwortung gegenüber den Leuten, die hier arbeiten. Ich will am Blick nicht durch meine Person, die klar vielleicht für verschiedene Leute nicht unbestritten schenkt, will ich auch keine Obstakel setzen, die könnten die Gespräche, die man müssen feiern, irgendwie vorstellen oder mich schwer machen. Es schon also aus denen zwei Gründen, erstens für die Partei zu erlauben, sich auch Ruhe aufzustellen und sich hauptsächlich um die politische Arbeit zu kümmern und auch in einer sozialen Verantwortung heraus dezidiert für mich zurückzuziehen. Und ich so nicht nur, wie wir dafür gehen. Und dann voilà, bis den Nationalkongress, den 17. März, eine Interimslesung zu proposieren. Der Nationalkongress am 17. März muss sich also über den zukünftigen Präsident von der ADR ausschwätzen. Bis dahin und ich gestoßen mit der Unterstützung vom Nationalkomitee den Präsident Robbie Mehlen gebeten, für den Interim zu machen bis zum Kongress vom 17. März. Den Präsident Robbie Mehlen wird dabei assistiert vom Generalsekretär Jean Schoß, den auch mir an meiner Arbeit exemplarisch zur Seite stehen an eine ausgezeichnete Arbeit für das Partei legt. Ich bin noch überzeugt, dass wir im Nationalkongress des 17. März genug gute Kandidaten an Schmengen zu ausgezeichneten Kandidaten zur Verfügung stehen, für das Partei in Zukunft zu feiern. Wir haben also nur am Blick eine Situation, wie das nachher zu resümieren, und da will ich dem Herrn Colomberat geben, weil auch hier will sich noch zu dieser Situation ausschwätzen. Wir haben also am Blick eine Situation an der Partei, die ich ging so, nur dem, was gestern dezidiert und geschwätzt ist, eng als von einer Partei, die uns sich selber lebt, die in Zukunft optimistisch gesagt, die in ihre Rolle und in ihren Platz an der politischen Landschaft heute zu Lützeburg lebt. Wir haben eine Partei, die am Blick gefeiert wird, vom Präsident Robbie Mehlen zusammen mit dem Generalsekretär Jean Schoß, auf wo man dann den 17. März dann der Nationalkongress dezidiert, wen oder welche Konstellationen Partei in Zukunft gefeiert wird. Wir gehen an die nächsten Wahlen, wir gehen an die Wahlen optimistisch und unverändert mit dem Vorsatz und mit dem festen Willen, gestärkt aus diesen Wahlen rauszugehen. Und so wie wir als Sujet wählen, also wie wir die Sujet präsentieren, aber wir wissen, dass wir genau das denken und genau das so und so richtig analysieren, wie die Leute am Lande doch gesehen, als es uns nicht bang, dass wir viel Unterstützung werden kriegen.